Kennst du das? Du hast beim Training wieder mal übertrieben und jetzt hittet der Muskelkater. Aber wieso überhaupt? 4. Stock. Zum Verstehen, wie es zu einem Muskelkater kommt, müssen wir uns unsere Muskeln ein bisschen genauer anschauen. Unsere Muskeln bestehen nämlich aus kleinen Einheiten, die sich zusammenziehen können. Die Einheiten nennt man Sarkomer. Ein Sarkomer ist durch eine Z-Scheibe mit dem nächsten verbunden. Wenn man jetzt die Muskeln zu stark belastet, dann kann es an den Z-Scheiben zu kleinen Rissen kommen. Und in die Risse fließt dann Wasser, der Muskel schwillt an und drückt auf die umgebenden Gewebe und Nerven. Und genau das spürst du dann als Muskelkater. Bei leichtem Muskelkater musst du aber keine Sorgen machen. Er ist ein Zeichen dafür, dass du deinen Körper bewegt und gefordert hast und deine Muskeln grösser und stärker werden. Und nach ein paar Tagen sind die Risse von allein geheilt. Beim Muskelkater hilft es, den Körper vor weiterer Belastung zu schonen. Kurze und leichte Bewegungen und Wärme helfen, die verkrampfte Muskulatur zu lockern. Auch Magnesium und Protein können helfen, Muskeln zu entspannen und schneller zu regenerieren. Gewisse SportlerInnen schwören auch aufs Eisbaden, das ist aber wissenschaftlich umstritten. Noch besser ist es, am Muskelkater vorzubeugen, indem man sich eindehnt und so vor dem Training die Muskeln aufwärmt und die Trainingsintensität langsam steigert. Schick das Video deinem Gym-Buddy, was immer mal wieder ein bisschen übertreibt.